Ja, hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum neuesten Video. Jetzt hat man die Velofahrerin da vorne, hat man da rechts vor Tritt genommen, du Siechin. Nein, also mal hat man schon genommen, aber ist nicht schlimm. Ich habe vorne ein Video über das Thema Vorteile von TÜV geredet. Ist mir nicht wahnsinnig viel in den Sinn gekommen. Ich kann irgendwie zu kehren, dass ich da noch ein Stückchen fahren kann, wo ich noch nicht viel gefahren bin. Genau, wie gesagt, ich komme vorne über das Thema, ist es der TV? Ich habe mit einer anderen Scheibe, da wo da an der Tür steht. Das sieht fast so aus. Oder kann ich sogar so eine dicke Scheibe, ich weiß nicht. Eben habe ich über das Thema Vorteile von TÜV geredet und ich habe jetzt mir gerade gedacht, ich weiss ganz bestimmt noch ganz viele Nachteile von TÜV. Und ja, würde das im jetzigen Video mit euch besprechen, was ich so an Nachteilen sehe an TÜV. Und jetzt muss ich schauen, wie ich irgendwie kehren kann. Ich würde eben gerne nicht müssen 10 Minuten warten, bis ich durch kann. Darum würde ich gerne irgendwie so im Schuss kehren, blöd gesagt. Oder ich fahre da hoch, wenn ich richtig fahre. Aber ich tue schon kehren, komm ich tun. Eigentlich weiss ich, wo ich durch will. Bevor ich langsam muss die Winter raus bin aus dem. Das finde ich auch schön, so Häuschen zu wohnen. Genau, also. So nicht schnell da kehren. Sonst bin ich wirklich aus der Stadt raus. Also, ich weiss schon ein paar negative Sachen vom Thema TÜV. Das erste Negative ist, egal wie, du kannst einfach nicht wirklich bremsen. Also wenn du in einem Schrittmoment bremst mit dem TÜV, dann ist die Chance, dass du umfliegst, ziemlich groß. Das ist ein bisschen etwas Negatives, dass du halt nur, also allgemein im Verkehr, dass du nur auf 2 Rädern bist. Du kannst auch eine super gute Bremsung machen und dann stehst und dann lässt der TÜV blöd gesagt auf deinem Fuß oder wortwörtlich liegen. Kann es auch geben. Das ist etwas Negatives. Negatives ist auch, je nach TÜV kannst du nicht wirklich etwas mitnehmen. Du musst einen Rucksack dabei haben oder hinten, Moment, da kommt niemand, nein. Oder hinten drauf so einen Koffer. Oder ich habe jetzt da viel Platz, eigentlich gehört der Helm rein. Aber mein Helm passt nicht rein, da ich noch so Zeug am Helm selber dran habe. So, rechts durchfahren kann ich eigentlich nicht. Oder? Kann ich rechts durch? Wie ich habe vorne gesehen, Fahrverbot. Nein, das wäre rechts, wenn man rechts zugeht. Erholungsgebiet. Ich fahre einfach mal. Keine Ahnung, wo wir da hinkommen. Nein, eben, das ist etwas Negatives. Negative selber ist auch ein bisschen, du wirst nicht unbedingt von anderen Verkehrsteilnehmern gesehen, je nachdem. Und vor allem nur, wenn es erst gerade angefangen hat mit der Saison, sehen sie dich noch schlechter. Erholungsgebiet ist das angeblich. Aber vielleicht der erste vorne. Da geht es gerade wieder ins Dorf rein. Thema Regen finde ich ganz übel. Ich habe zwar schon mit einem geredet, wo auch bei uns zu Humlik an der Küstenstrasse gelernt hat. Und der ist ein bisschen, ja, ist mir jetzt ein bisschen, also eigentlich grundsätzlich ist er mir sehr nett vorgekommen, aber auch ein bisschen so ein bisschen, dass er alles ein bisschen zu leicht nimmt und ein bisschen zu einfach mit TÜV fahren. Und der hat gemeint, ja, alle sollen immer wegen dem Regen so reden, dass es gefährlich ist wegen Fahren, ja, weil man nie im Regen fährt und so. Aber ich muss schon sagen, es ist schon im Regen, also man überschätzt es einfach mega mit dem TÜV, ganz ehrlich. Warum ich da hin? Oh, da ist auch wieder Verbot. Aber da könnte ich eben schnell ein Päuschen machen und schnell etwas erledigen. Ich leuchte so wahnsinnig mit meinem Helm
was ja auch das Ziel ist, wenn ich dann da oben gehe und dann da hat es Schreibengärten und alles und weiss der Geier, dann wird so ein Hausmeister wiederkommt. Da habe ich einfach zu viel Angst vor den ganzen Videos im YouTube, dass man dann einer kommt und blöd tun. Genau. Was gibt es noch Negatives am TÜV? Also oder negativ zum Auto? Gepäck habe ich gesagt, der Regen habe ich gesagt, Bremse habe ich gesagt. Was gibt es noch Negatives? Negativ ist, obwohl der TÜV relativ klein ist und ich denke, es wird relativ günstig sein, kommt der Servus, glaube ich, relativ teuer grundsätzlich. Da kommst du nicht über, da ist zu. Und die anfahren, die will da kehren. Da ist die Vorschule. Genau, jetzt habe ich halt lieber da, dass man vielleicht nicht unbedingt gehört reden. Was ich jetzt noch Negatives herausgefunden habe, was definitiv negativ finde, ist, soll ich da irgendwie zwischendurch? Ja, nicht wirklich, oder? Was ich wirklich negativ finde, jetzt wird wahrscheinlich der eine oder andere sagen, nein, es ist nicht negativ, du musst das ja nicht machen. Aber ich lege mich immer beim TÜV mit meinem Zeug an, also ich würde jetzt nie kurzärmelig TÜV fahren zum Beispiel. Oder ich würde jetzt nie, also ich lege einfach immer mein Zeug an, das ist schon relativ viel beim TÜV fahren, was man schon anlegen. Das heisst, du hast einen relativ viel Zeitverlust, so, weißt du, was ich meine? Also zum dich anlegen halt einfach. Das kann man vielleicht auch sagen, das ist ein bisschen ein negativer Punkt. Wenn man das 1:1 vergleicht mit dem Auto halt. Oder? Und jetzt kommt gerade wieder irgendwie Polizei oder was das ist. Kommt von hinten. Oh nein, das ist nicht Polizei, das ist ein Krankenauto. Gut ist durchgekommen. Ich finde das immer so traurig, wenn es sozusagen, ich habe das auch schon gesehen, dass das Krankenauto hat müssen stehen bleiben, weil es nicht durchgekommen ist. Und das finde ich richtig traurig, wenn das so voll ist, dass es muss stehen bleiben. Oder? Es ist ja gerade das Velo an mir vorbei und ich bin auf dem Velostreifen gestanden. Am Wochenende habe ich mich verfahren, dann haben wir uns wieder getroffen und dann sind wir halt so einer Feldweg überführt, wo der Veloweg durchgeht. Wir sind alle auf dem Veloweg gestanden. Und dann ist einer durchgefahren, oh, bist du dort, haben wir ausgesucht, oder irgendwie, ich weiß nicht, was er gelabert hat. Das ist mir jetzt gerade ein bisschen so in den Sinn gekommen. Nein, sonst sehe ich eigentlich nicht viel negativ beim TÜV, weil ich fahre ja aus Leidenschaft gerne TÜV und dann müsste mich jetzt eher mit jemandem, der nicht TÜV fährt, zusammenschliessen und dem muss ich ein paar Sachen sagen, weil ich sehe halt wirklich nichts Negatives mehr, da ich halt wirklich so ein richtiger TÜV-Fan bin. Und jetzt den Filter, man mal wundern, ob der filtert sicher, safe filtert, da siehst du, nein, ich mache das dann auch wieder, sobald ich Prüfung habe, aber jetzt habe ich einfach keine Eier dazu. Ich würde mal sagen, wäre es das gewesen für das Video. Ich hoffe, euch hat es Spass gemacht und bis zum nächsten Mal. Ciao miteinander, euer Obscuro 94.